Verena, du hast uns gar nicht erzählt, dass du in der Zeitung stehst. Was? Wieso? Ich habe halt einen Artikel gesehen, Pferd geblitzt. Und da möchte ich dich warum hast du schon wieder so eilig gehabt hast eigentlich? Ich bin ein Wildpferd. Wild wie schön. Wild wie schön. Schaut's mir an. Wellensittich Stammtisch. Wellensittich Stammtisch. Wellensittich Stammtisch. Wellensittich Stammtisch. Wellensittich Stammtisch. Servus, liebe Wellensittiche. Schön, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt zu unserer 15. Podcast-Folge. Es wird jede Woche eine mehr, Hirnfick. Ihr hört uns wieder in euren Ohren innen drin. Und zwar hocken hier der Anja. Servus. Und Dres. Hallo, servus. Und das schnellste Pferd der Welt. Und zwar Verena. Servus. Wir haben ja in der letzten Podcast-Folge über unsere Berufswünsche als Kinder geredet. Und ich habe mir gedacht, in dieser Folge kann man vielleicht mal drüber reden, welche Berufe, in unserem Fall eher Nebenjobs, wir tatsächlich schon ausprobiert haben. Res, magst du starten? Okay, also ich war in meiner beruflichen Karriere schon Nachhilfelehrerin, Oha. Fabrikmitarbeiterin. Oha. Ich war schon Servicekraft in einer Pizzeria und Brauerei und ich war schon Einzelhandelsfachfrau. Wie heißt das? Kauffrau. Fick die, du bist auf einen scheiß Stuhl die ganze Zeit. Guck, ich hab die besucht in dem Laden. Ja. Und hast irgendwelche Spiele gespielt. Einzelhandelskauffrau. Sag ich doch. So gezeichnet. Ja. Was soll ich sagen? So ist es einfach. Na doch, hast recht. Ja, das ist die ganze Palette, die ich vorweisen kann. Vreni, was ist deine Palette? Meine Palette ist, ich war Kassenkraft, ich war Putzfrau, ich war nochmal Kassenkraft, ich war Servicekraft in einem Café, ich war eBay-Verkaufskraft und ich war Ghostwriterin. Ghostwriterin? Boah, also ich weiß nicht alles von euch. Und was warst du, Anja? Ich war Barkeeperin, ich war Kellnerin, ich war auf Messen hinterm Cateringstand, ich war Promoterin, ich war Sekretärin. Ich habe auch einen fabrikähnlichen Job gemacht bei einer Technikfirma, wo ich so Sachen getestet habe, ob die funktionieren, bevor es weiterverkauft werden. Und ich habe auch mal während dem Studium Social Media für andere Leute gemacht. Und ich war, als ich noch in der Schule war, in einer Coverband mit 3 alte Typen. Das ist auf jeden Fall sehr fragwürdig. Genau, das habe ich so ausprobiert. Mich würde jetzt interessieren, was war denn so der beste Nebenjob für euch? Res, was war es bei dir? Definitiv Nachhilfelehrerin. Das hat mir so viel Spaß gemacht, so Arbeitsblätter auszuarbeiten und zum Überlegen, wie kann ich jetzt am besten meinen Schülern den Stoff näher bringen und wie mache ich das, dass die Spaß dran haben. Ich habe dann so kleine Stempel gemacht, die sammeln Kinder haben, wenn sie es gut gemacht haben und so. Oh Gott, voll schön. Das habe ich sehr geliebt. Das hat mir immer richtig Spaß gemacht, genau. Und einer von meinen Nachhilfeschülern ist mir besonders im Gedächtnis geblieben, weil der so, ja, ich weiß nicht, ich habe den nicht so richtig kannt, weil der ein Stufen unter mir war. Also ich habe den nur vom Sehen kannt, das war ein Riesenkerl, ein Brackelkund und halt immer so relativ stark und auch während ich ihm Nachhilfeunterricht gegeben habe, war der immer so eher wortkarg, sagen wir es mal so. Und als er dann seine allerletzte Prüfung in Englisch geschafft gehabt hat und die mit einer sehr guten Noten bestanden hat, ist er nochmal zu mir heimgekommen und hat mir Pralinen und Blumen heimgebracht. Und das war so süß, das hat mich so gefreut. Und dann auch gesagt, ja, ich habe nur wegen dir mein Abi geschafft. Und da ist das Herz aufgegangen. Das war so lieb. Voll schön. Ja. Ja, da darf ich dir ja heute nur singen, neben Beruf. Kann ich mir gut vorstellen. Ja,
Ja. Jetzt kriegst du vielleicht ein paar eklige Anfragen von Herberts, die Nachhilfe wollen. War ja schön, wenn es mal weitergeht. Also der Kelch, wenn er nicht nur bei mir bleibt. Bitte schreibt's mir nicht, Leute. Bitte schreibt's mir einfach nicht. Also nichts Ekliges. Ja. Nur normale Sachen, nur Komplimente. Oder auch Paypal. Nachfragen zum Past Tense in Englisch zum Beispiel. Da kann ich euch weiterhelfen. Oh Gott. Ich spare mir jetzt den Französisch-Witz. Ja. Was war's bei dir, Vreni? Mein bester Nebenjob war in einem Museum. Im Museumsshop war ich an der Kasse und habe Eintrittskarten verkauft. Und generell habe ich es immer am liebsten mengen bei Nebenjobs, wenn ich wirklich hinter einem Tresen war, wenn Leute was von mir wollten, ich habe es ihnen gegeben und habe es gleich abkassiert. Also finde ich cooler wie Kellner oder so, das mag ich einfach viel lieber. Und da habe ich auch Social Media gemacht für die nebenher noch. Das war eigentlich auch ganz witzig. Was war es bei dir, Anja? Ich glaube, mein Lieblingsnebenjob war tatsächlich Barkeeperin. Ich habe da am Degernsee gearbeitet und jeder, der den Degernsee kennt, der weiß, dass da sehr viele reiche Leute wohnen und Urlaub machen. Und dementsprechend gab es ein gutes Trinkgeld für mich. Und das habe ich während meiner Studienzeit sehr geschätzt. Da hat die Bargeld-Anja wieder zugeschlagen, die sich gefreut hat. Ja. Das habe ich richtig geliebt, ja. Das waren nur meine guten Bargeldzeiten, die sind jetzt ja leider vorbei. Aber wenn mein Job unseriös wirkt, werde ich leider nie im Bargeld zahlt. Schade. Ja, na, das war schon sehr cool. Wobei, ich muss sagen, es war auch sehr cool, auf diesen Messen zu arbeiten. Shoutout an diese Catering-Firma, weil wenn man sie mit denen im Lager gut gestellt hat, also mit dem Chef im Lager, dann ist da auch in der Früh bei der Getränkelieferung eine Flasche Havanna, eine Flasche Cola und ein paar Limetten dabei gewesen, rein zufällig. Und dann haben wir einen guten Messetag gehabt. Das klingt fantastisch. Ja, kannst nichts sagen. Und was waren so die schlimmsten Jobs für euch? Weil ich glaube, da müssen wir in der Mehrzahl reden. Was war's bei dir? Also, es ist schwierig. Die zwei Nebenjobs, die schlimm waren auf unterschiedliche Arten schlimm. Die Arbeit in der Fabrik war schlimm wegen die Kollegen und weil es da echt gestunken hat. Also das war so eine Fabrik, in der Teile beschichtet worden sind, Metallteile. Haben die Teile gestungen oder die Kollegen? Beides. Beides. Also die ganze Luft hat da schon gestunken, wenn du da reingekommen bist. Ich weiß nicht genau, in welche Tauchbäder diese Teile reingekommen sind. Verzeiht mir's bitte, aber die chemischen Genauigkeiten sind an mir vorbeigegangen. Ich habe nur... Ja, schon, das hätte mich jetzt sehr interessiert. Ich weiß Ja, das, deswegen doch. tut es mir ja so leid. Ja, wir sind ja ein Wissenschaftspodcast und du lieferst nicht, Ja, schon? das ist scheiße. Scheiße. Schwierig, stellen wir halt da wie die größten Volldeppen. Ja. Vielleicht kann es unser Wellensittich beantworten. Nächstes Mal bitte besser recherchieren. Ja, Vorher. es tut mir leid, ich bitte um Vergebung. Ja, okay, du hast da Teile in irgendein Board eingekippt und dann... Ja, also ich habe Teile aufgehängt auf Metallträger und dann sind die in Tauchbäder reingekommen. Dann habe ich die Teile wieder runtergenommen und verbackelt. Und das Schlimme war, wie gesagt, auf der einen Seite der Gestank und auf der anderen Seite, wie man da von den Kollegen behandelt worden ist, beziehungsweise wie ich von den Kollegen behandelt worden bin. Ich war immer die Jüngste, Ist ja kein Unterschied zu dem Podcast. weil es ihr auch so stinkt, oder? Nicht nur der Gestank, sondern wie man behandelt wird. Wenn wir die behandeln. Ja, der Job hat mich anscheinend auf meine Zukunft vorbereitet, damit ich sowas leichter ertragen kann. Und schau, wo es die hingebracht hat. Ja. So, zurück zu meinem schlimmen Job. Ich war da, wie gesagt, 14, 15, ich habe das in die Sommerferien gemacht und ich erinnere mich noch sehr gut an eine Schichtleiterin, die es einfach zur Aufgabe gemacht hat, mich für alles fertig zu machen. Zum Beispiel hat es mich einmal dafür richtig zusammengeschissen, wie ich zusammengekehrt habe, weil man einen Besen nicht so hält, wie ich den gehalten habe. Ich habe nämlich zu mir gekehrt und sie hat gesagt, das tut man nicht, man kehrt von sich weg und zwar, passt auf, weil die Borsten sich sonst abnutzen.
Ist klar, passt schon. Ach so. Ja, natürlich stimmt's nicht, aber sie hat einfach irgendeinen Grund braucht, um ein kleines Mädel jetzt zusammen zum Scheißen. Es war furchtbar. Ja, genau. Okay. Also von dem her war der Job kollegentechnisch nicht so cool und der Verkäuferinnenjob war auch nicht so cool, weil es einfach sau langweilig war. Ich habe da in einem Souvenirladen gearbeitet. Anja weiß das, weil sie mich öfter besuchen müssen hat, weil es da eben so langweilig war. Ich habe da an guten Tag eine Kundschaft gehabt und das war's. Oh Gott. Und da vergeht halt so ein Nachmittag echt sau langsam leider. Gibt's den Lohn noch? Selbstverständlich nicht. Der hat sie aus Okay. irgendeinem Grund nicht halten können. Keine Ahnung. Ah, Schmarrn, verzeih. Oh nein, jetzt tut es mir fast ein bisschen leid irgendwie. Ja, ich glaube, es ist okay. Vreni, was war es denn bei dir? Was waren bei dir die schlimmsten Jobs? Oh, das sind viel. Eine lange Liste an schlimmen Jobs. Also, wo ich so 15 war, habe ich in einem Café gekellnert. Das war sehr schlimm, insofern, dass wir da echt sehr ausgenommen worden sind. Da haben lauter Mädels gearbeitet, die so 15, 16 waren. Da ist man ja, oder waren wir zumindest zu dem Zeitpunkt nur in einem Alter, wo wir unseren Mund nicht aufgemacht haben, wenn irgendwas scheiße war. Und da ist man sauschlecht gezahlt worden. Und dann war es auch noch so, dass geheißen hat, ja, das Trinkgeld wird einfach gesammelt und das teilt man dann durch alle, die da waren und auch die in der Küche waren und so, was ja passt. Und es war aber so, dass wir nie Trinkgeld gekriegt haben, wirklich nie. Und dann gibt es ja immer so ein krasses Wochenende im Jahr in der Ortschaft, wo irgendwie so ein Töpfermarkt ist und da laufen sie einem halt immer die Bude ein. Und da haben sie dann auch noch auf der Terrasse, wo normal lauter so normale Tische und Bänke gestanden sind, haben sie halt extra Bierbänke und so hin, dass noch viel mehr Leute bewirten können. Das Ding war aber, das war wirklich der unkoordinierteste Arbeitseinsatz, den ich jemals gehabt habe, weil es hat keiner einen festen Tisch gehabt, um den er sich kümmern hat müssen oder einen festen Bereich oder so. Also jeder war überall. Keiner hat sich mehr auskennt. Die Leute waren zwider ohne Ende. Die Rechnungen haben alle nicht gestimmt, weil so viele Leute halt was nicht gekriegt haben, weil im Laden Kuchen verkauft worden ist, obwohl der Kuchen schon aus war, weil es gar nicht beim Ausgeben nachgekommen sind. Also es war so schlimm. Und was das Allerschlimmste war, am Ende des Tages, alle waren bockfertig, alle waren froh, dass jetzt zu ist und die Leute weg sind. Jeder hat an dem Tag einen scheiß Tag gehabt, weil er 1000-mal zusammengeschissen worden ist von irgendwelchen unzufriedenen Menschen. Ne? Und dann hat am Ende des Tages die Chefin, jeder von uns, müsst ihr euch vorstellen, nach 10 Stunden Vollgas hat sie uns 4 Mädels, jeder 5 Euro an 5-Euro-Schein in die Hand gedruckt und hat gesagt, danke fürs Helfen. Da habe ich gedacht, ich halte es nicht aus. Oh, weird. Das ist echt schlimm. Das heißt, dass solche Leute nicht Charme, gell? Das ist Ja, echt krass. ist wirklich unglaublich. Aber witzige Side-Story. Ich wurde da gekündigt in diesem Café. Und zwar nicht ohne Grund. Was hast du Verena hat wieder gestohlen. Verena hat Kass mitgelassen. Nein, ich habe nicht gestohlen. Okay, was dann? Ich habe null Bock gehabt, da zu arbeiten. Ich habe null Bock gehabt, mich da noch zu bemühen, halt irgendwie. Bist da zusammengeschissen worden, wenn's da hast irgendwie immer 10 Minuten, bevor ein Schichtbeginn war, hast du da sein müssen. Und Ja. wenn du dann mal 7 Minuten davor da warst, weil beim Rüberfahren, meine Eltern haben mich da auch noch immer hingefahren. Wenn da irgendwie ein LKW vor dir war, dann bin ich halt 2 Minuten später gekommen. Und dann haben sie die schon zusammengeschissen. Also, unglaublich. Auf jeden Fall habe ich dann mal an Zucker aufgefüllt, die ganzen Zuckerdosen aufgefüllt. Und ich habe dann aus Versehen, es war wirklich aus Versehen, ich habe ein Salz rein da. Und dann kam am Nachmittag eine Frau, die halt nur schnell einen Espresso an der Theke trinken wollte, hat es dann auch gemacht und hat halt da vermeintlich einen Zucker rein da und hat das halt getrunken. Und da war halt meine Chefin daneben gestanden und dann hat die halt gesagt, boah, das schmeckt irgendwie komisch, ich glaube, da ist Salz drin. Und da war halt dann wirklich so eine Stunde später oder so, weil wir haben dann alle Zuckerdosen ausgeleert, damit da kein Salz mehr drin ist und halt neu aufgefüllt mit echtem Zucker. Und dann hat halt die Chefin auch mit mir geredet und hat gesagt, ja, also sie brauchen mich eigentlich nicht mehr. Und dann habe ich auch gesagt, das macht gar nichts, weil ich habe keinen Bock mehr. Das war gut. Ja, und dann hat es mich im Nachhinein sogar ein bisschen gefreut, dass ich Salz da rein da habe aus Versehen. Ja. Das hast du so gar nicht erzählt. Ist das geil.
Na, weil das ist ja absolute Frechheit, was da passiert ist, wirklich. Ja. Das war mein erster Nebenjob, den ich so gehabt habe. Boah. Schade. Genau, aber es sind noch viele andere Scheißjobs passiert. Wollt's noch mehr daher? Ja. Natürlich. Was noch krass war, ich bin über einen Bekannten, der hat mich vermittelt, sozusagen, zu so einem Typen, der irgendwie an so einen Pferdehof hat und da halt so Einsteller hat, also Leute, die ihre Roster einstellen und sehr viel Geld dafür zahlen, also so ein Nobelhof. Und der hat irgendwie, keine Ahnung, eine LKW-Ladung voll Sanitärsachen eingekauft, also so Badwannen, Waschbecken, Duschkabinen, so Zeug, Okay. um das dann selber weiter zu verschneuzen. Also keine Ahnung, da ist er irgendwie günstig an diese LKW-Ladungen voll Glump gekommen. Und das ist alles bei dem daheim in der Garage geflaggt. Und überall auf dem ganzen Hof, in jedem Loch waren diese Sachen drin. Und der hat jemanden gesucht, der das Sach fotografiert und auf eBay stellt, damit er das verkaufen kann. Und jetzt war das aber nicht so einfach wie gedacht, weil du kannst nicht einfach LKW-Ladungen voll Zeug verkaufen als privater eBay-Mensch, sondern es ist ja gewerblich irgendwie. Ja. Auf jeden Fall war ich da einmal dort und er hat mir das Zeug gezeigt. Und dann war mein Job, dass ich mir jetzt halt mal schlau mache, wie man das am schlausten verkaufen kann. Und das habe ich dann auch gemacht. Also ich habe dann wirklich recherchiert und so und habe dann da auch ein paar Stunden für den gearbeitet gehabt. Und dann habe ich den wieder kontaktiert und dann hat sich der nicht gerührt und dann war der wieder nicht erreichbar. Und irgendwann habe ich dann mal gesagt, hey, brauchst du mir jetzt doch nicht? Oder, also ich hätte auch schon so und so viele Stunden gearbeitet, kann ich dann das Geld vielleicht haben? Und der hat echt sie totgestellt. Und dann habe ich ihn einmal eben angerufen und dann hat er gesagt, mei, sie haben jetzt so einen Stress gehabt, weil das Kind hat Kommunion gehabt und was und deswegen hat er jetzt das nicht überweisen können, bla 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 bla. Also das Ende vom Lied war dann, der Bekannte, der mich da hin vermittelt hat, der ist dann mal da hingefahren zu dem und hat gesagt, hey, gib mir mal der Verena ihr Geld mit. Also der hat das Geld für mich dann abgeholt, weil, ja, oh Gott. Weil es der andere nicht zusammengebracht hat. Ja, ich bin aber auch froh, dass ich diese Kloschüsseln dann doch nicht verkaufen musste. Ich habe mir währenddessen schon gedacht, was ist das? Wut. Fachexpertin für Porzellanabteile. Ja. Ja, ruft's mich an, ich kenne mich aus. Es hat mich sehr gefreut, wenn du da die Beschreibungstexte erstellt hast, weil du hast doch immer ein Praktikum gemacht bei so einer Agentur und du hast doch immer so ganz blumige Sprache für irgendwelche Make-up-Artikel und so Das habe ich aber geliebt. Aber ja, und wenn du so dann die Kloschüssel beschrieben hättest in meiner Vorstellung, das hätte ich geliebt. Ja, das stimmt. Also ich musste dafür in einer PR-Agentur für einen Duty-Free-Shop am Düsseldorfer Flughafen, die haben immer Produkte fotografiert und da musste man immer Texte dazu schreiben und ich habe immer so richtig übertrieben, so richtig eklig übertrieben, wenn da ein Parfüm drauf war, das Flowers heißt, dann habe ich halt geschrieben, mit diesem Duft von XY fühlst du dich wie ein Blumenmädchen auf Hawaii, komm zu uns in den Shop, bla. Und habe so richtig Gas gegeben, auch mit Emojis so, immer so Glitzerherzen und rosa Blümchen und so. Das hat aber richtig Spaß gemacht, weil je mehr ich übertrieben habe, desto geiler fand die Kundin die Texte. Das war geil. Ja, muss man mal überlegen, wie ich Kloschüsseln beschrieben hätte in der Sprache. Da hättest du bitte bis zum nächsten Mal gerne einen Beschreibungstext, das hat mich gefreut. Verena schreibt übrigens auch immer die Beschreibungstexte von unseren Folgen. Und falls ihr euch die nicht durchlest, schämt euch. Die sind immer total gut geschrieben. Wirklich. Ich glaube nämlich, dass die wirklich keine Sau liest. Aber ich schreibe es trotzdem gern, weil es macht Spaß. Das erste Mal, als Vereni also von der ersten Folge den Beschreibungstext geschickt hat Dres geschrieben, irgendwie sowas im Chat mit so, ja, ist schon offensichtlich ChatGPT und dann war Verena sauer, weil natürlich hat sie es ohne ChatGPT geschrieben. Ich war so sauer. Also das war die frecheste Frechigkeit, die mir in meinem ganzen Leben jemals passiert ist, dass ein Mensch sagt, Alter, heute dein Maul, Räder, ehrlich. Also da werde ich heute nur zündig. Ich finde das fragwürdig, wenn wir das von KI schreiben lassen. Heute dein Maul, diese KI sitzt in meinem Hirn innen drin. Das habe ich nicht gesagt. Jetzt beruhigen wir uns alle. Jetzt schlagen wir uns gleich. Gleich geht's los. Ich beruhige mich nicht. An der Stelle nicht. Es gibt Grenzen. Das war wirklich gut.
Ja, aber sie hat ja gleich eingesehen, dass das du warst. Alles gut. Ja, okay. Was war denn dein schlimmster Job, Anja? Mein schlimmster Job war, ihr kennt doch die Leute, diese armen Menschen, die in einem Supermarkt stehen. Und wenn du rausgehen willst aus diesem Supermarkt, dann sagen die, möchten Sie diese Zeitung mal kostenlos testen? Na, möchte ich nicht. Gibt es das bei euch nicht in Niederbayern, Res? Na, das ist mir noch nie passiert. Bei uns wird das auf jeden Fall gemacht. Und ich war einer dieser Menschen für einen ganzen Tag. Es war super nett, die Agentur und so. Es liegt gar nicht an denen Leuten, aber dass ich mich 8 Stunden wohin stehe und Leid anrede, das ist so gegen meine Natur, dass alles spart ist. Ja. Es war schlimm. Vor allem Leute anreden, die offensichtlich nicht angeredet werden wollen. Ja, seitdem sage ich einmal zu so Promotern-Leuten, ich weiß, du hast echt einen brutal harten Job und es tut mir total leid. Ich habe aber leider wirklich absolut keine Zeit und ich wünsche dir nur kurz durchhalten oder irgendwie sowas. Ja. Weil das ist auch so gemein. Viele Leute ignorieren die dann ja auch komplett. Und dann redest du so richtig ins Lari und die gehen so weiter und du denkst dir so, ich verstehe es, aber es tut weh. Ja. Na, das habe ich nicht so gut gefunden. Die wollten mich dann auch nochmal, glaube ich, überreden in einem Telefonat, dass ich es nochmal ausprobiere, weil anscheinend hat es dann auch wirklich jemand gekauft, die Zeitung, also halt ein längerfristiges Abo, also quasi war ich schon wieder zahlt, in Anführungsstrichen, für den Tag. Aber na, Nein, danke. mehr hätte ich auch nie wieder machen, einen Promotion-Job. Echt, das ist gar nicht meins. Hut ab für alle Leute, die das gut kennen und gern machen. Ja, Ja. absolut. Was ich mir als Frage nur aufgeschrieben habe, was ihr aber letztendlich jetzt auch schon ein bisschen beantwortet habt, aber ich bin mir sicher, da gibt es noch mehrere. Was waren denn die unangenehmsten Momente in einer Nebenjobkarriere? Res, was war das bei dir? Also neben dem, dass du anscheinend am Besen nicht richtig bedienen kannst. Also. Ich bin gerade ein bisschen sauer, dass ich mir das nicht für 2 Wahrheiten und eine Lüge aufgekommen habe. Was ich jetzt gleich erzähle, weil das ist so eine gute Geschichte. Ach Aber- schon, wir sollten das generell mal wieder spielen. Das hat mir total Spaß gemacht. Liebe Wenzittiche, hat euch das eigentlich auch Spaß gemacht oder nur uns? Schreibt uns das gerne mal in die Kommentare. Ja. Interessiert uns, weil dann hauen wir da mal wieder eine raus, weil das, also ich fand es mega lustig. Ja. Aber dann jetzt hier quasi eine Geschichte, die ich sonst bei 2 Wahrheiten und eine Lüge erzählen hätte können. Und zwar war ich in meinem Schulpraktikum, wir haben in der 8. Klasse, glaube ich, war das, ein Schulpraktikum machen müssen für eine Woche. Und da war ich in einer Firma, wo ich in der IT-Abteilung war, wo ich Coden gelernt habe. Und am 2. Tag meines Praktikums habe ich einen USB-Stick mitnehmen müssen, damit ich mir mein Projekt auf den USB-Stick ziehen kann. Irgendwie so war das. Ich weiß nicht, was auf diesem USB-Stick drauf war, aber die Tatsache, dass ich den in den Computer dieser Firma gesteckt habe, hat dafür gesorgt, dass mein Praktikum am 2. Tag geendet hat, weil danach Was? das System von der kompletten Firma lahmgelegt war bis zum Ende der Woche. Nein. Oh mein Gott. Doch. Was hast Ja. du für einen USB-Stick gehabt? Also ich war mir keiner Schuld bewusst. Ich habe den halt auch in der Schule dabei gehabt und so. Vielleicht, weiß ich nicht. Man hat sich ja früher schon manche Sachen hin und her geschoben, irgendwelche gebrannten CDs oder so. Ist alles verjährt, Herr Richter. Und wenn nicht, sperren Sie mich ein. Anja redet mit einer, ist gar kein Problem. Ich rede mit den Polizisten, nicht mit mir. Ach so, scheiße. Naja, auf jeden Fall, ich weiß nicht, was auf dem USB-Stick war, aber ich habe dann nicht mehr dort arbeiten müssen. Und habe mich sehr gefreut, weil das Praktikum war im Sommer und ich habe dann den Rest der Woche einfach frei gehabt. Das war schön für Aber mich. was haben die dann gesagt? Haben die dann gesagt, danke, du brauchst nicht mehr kommen, oder was? Du kannst doch mal bleiben, ist gut. Also es war auch keiner besser auf mich, von dem her war es gut, aber mir war es natürlich total unangenehm. Ich habe gedacht, oh Gott, Ja. ich sorge jetzt dafür, dass die ganze Woche nicht arbeiten können. Scheiße. Ja, das war mir sehr unangenehm. Hat es da bei dir auch was gegeben, Vreni? Ja. Ich habe mal bei der Oberlandausstellung gearbeitet in Weilheim. Da gibt es am Eingang so Kassenheisel. Also
du hast immer so ein eigenes Heisel gehabt. Und ich war in einem von diesen Heiseln drin geguckt und da gibt es einen Vorder- und einen Hintereingang. Und ich war nicht jeden Tag am Vordereingang, wo halt die meisten Leute gekommen sind, sondern ich war dann einmal am Hintereingang, wo echt keine Sau gekommen ist. Und dann saß ich da drin und habe halt einfach ein Buch gelesen, weil da nichts zu tun war. Und wenn ich ein Buch gelesen habe, dann habe ich mich aber halt ein bisschen gerade reingeguckt und nicht so nach vorne gelernt. Und dann hat es anscheinend von außen so ausgeschaut, als war da keiner drin. Und dann ist halt echt einmal so ein Typ dann vorbeigegangen und hat mich angeschaut und hat dann erst gesehen, dass da jemand drin hockt. Und hat dann gesagt, ach so, sie lernt sie hintere, damit es nichts arbeiten muss, damit man es nicht sieht. Du dummes Arschloch. Ja. Ui. Hat er die gleich durchschaut? Und war bei dem Job hat man auch immer mit der Kasse am Abend in so einen Wohnwagen gehen müssen zum Seniorchef, also wo so das Büro drin war. Und dann hat man mit dem die Kasse gezahlt. Also er hat nur er hat nachschauen können, wie viel in dieser Kasse drin sein muss. Und dann war es noch so, dass dieses Kassensystem immer nicht funktioniert hat und so viele haben da halt so Gutscheine gehabt, dass sie einen Euro weniger zahlen müssen und so. Und wenn du das eingeben hast, das hat immer nicht hingehauen und diese Dreckskasse hat halt dann auch meistens halt so um 2, 3 Euro oder so nicht gestimmt. Und da bist dann auch immer richtig verhört worden, wenn du jetzt 2 Euro zu wenig, also 2 Euro zu wenig gehabt hast. Bist richtig verhört worden, wie das passiert hat, genau und so. Also das war auch. Ich bin einmal bezichtigt worden, als ich im Bierzelt hinter der Bar stand. Da hat auch der Barkeeper, der mich da eingearbeitet hat, keine Ahnung, der hat am Ende vom Abend auch gesagt, ja, es fehlen 10 Euro, so ungefähr, als hätte ich jetzt 10 Euro gestohlen. Das war aber zu einer Zeit, wo ich schon jedes Wochenende fest im Nachtleben gebarkeept habe und ja an sehr viel Bargeld gewohnt war, weil man dann auch gedacht hat, also erstens, ich stehe generell nicht und zweitens dann da die nicht 10 Euro stellen, sondern schon mehr. Also beruhigen wir uns alle. Dass der da überhaupt so 10 Euro, dass der da überhaupt da rumtun hat, das war für mich so wichtig irgendwie. Und also wie du sagst, es ging um 2 Euro, da glaube ich, hätte es Lachen angefangen. Ja, aber echt. Also klar, wenn das jetzt jedes Mal passiert, aber ja. Oh Gott. Ja, und dann habe ich in 5 Tagen 10 Euro plus gemacht, oder was? Wow. Ja. Das war schlimm. Und ich habe auch nochmal putzt in einer Pharma-Firma. Ja, ich Das hätte ich eigentlich die ganzen Semesterferien machen wollen, also 2 Monate lang. Und habe dann aber schon nach einer Woche gesagt, ich kann bloß einen Monat. Da war es halt brutal sauber und du hast aber trotzdem putzen müssen. Also ich stehe eh nicht so auf Putzen, aber wenn du dann auch noch die ganze Zeit Sachen putzt, die nicht dreckert sind. Ich habe mich so gefreut, wenn da mal wo ein Dreck war, weil ich habe gar nicht gewusst, ob jetzt das putzt oder nicht, weil es ist ja eh sauber, aber Hauptsache ich muss drüber fahren. Und da waren auch die Putztruppe, die waren ein bisschen nicht so gut aufeinander zu sprechen. Das war auch also ein unfassbar unangenehmer Moment, als dann mal eine zu mir gesagt hat, du, wie findest denn du eigentlich das da? Und dann habe ich mir gedacht, oh Gott, geht's weg. Ich werde hier sicherlich nicht irgendeiner Siglinde verzeihen, wie ich das da finde, weil, nein. Wenn du gleich wieder weg bist, ja. Ja, auf gar keinen Fall. Dann hättest du eigentlich ja richtig was sehen können und hättest einfach, bevor du gehst, so sagen sollen, ja, die hat das über dich gesagt. Finde ich schon krass. Ja. Das war halt auch so, also du hast da wirklich sehr langsam putzen müssen. Also man hätte Zeit zum Ratschen gehabt, aber dann war auch die ratscht die ganze Zeit statt das, was tut. Ja, aber wenn man einfach effektiv was tut, dann hat man echt sehr viel Zeit zum Ratschen am Wasserspender gehabt. Ist so. Ich finde, dass du generell sehr schnell arbeitest. Das muss ich jetzt auch mal hier positiv anmerken. Das ist mir in der Uni schon aufgefallen. Du bist einfach brutal schnell. Stimmt. Also nicht umsonst das schnellste Pferd von Mexiko. Schnellste Wildpferd. Schön. Ich weiß gar nicht, hat mir das schon mal erzählt, dass mir die manchmal Pferd in der Schuhe gehen? Ja, doch, das hast du selber erzählt, gut. Ja, das habe ich sogar das, immer gesagt. Dinge, jetzt haben wir komplett gestört, aber das Ding ist wahrscheinlich nicht jetzt erst. Ja, Anja, was waren denn deine unangenehmsten Momente in Nebenjobs? Ich habe das Gefühl, dass ich euch die schon erzählt habe. Also, ich weiß nicht.
Also von meiner Seite aus unangenehm war, als ich mal eben dieses, als Ferienjob war ich eine Chefsekretärin. Also schon komisch, dass das ein Ferienjob ist. Ja. Ja. Mit dem habe ich ein sehr persönliches Verhältnis gehabt, aber nicht, weil ich das wollte, sondern, also ich war da 19, glaube ich, oder 18. 18 war ich da. Und der, ja, wie soll ich sagen, der hat, wenn ich Lederleggings angehabt habe, dann hat der die so angezogen und so, was ist denn das für ein Stoff? Der hat mir auf den Arsch gehauen. Der wollte, dass ich sein Parship-Profil überarbeite und so. Aber wir haben uns also ich habe mir auf jeden Fall gesitzt. Ich weiß nicht mehr, ob er mich auch gesitzt hat. Keine Ahnung, auf jeden Fall hat dann irgendwann seine Mama angerufen. Und dann habe ich aus Versehen gesagt, deine Mama ist am Telefon. Das war mir so peinlich. Aber gut, jetzt im Nachhinein als erwachsene Person, die ich jetzt selber bin, muss ich sagen, er hat sich ja absolut vollkommen daneben verhalten. Also Voll daneben, ja. aus heutiger Sicht, scheiß drauf, was der gedacht hat. Ja. Absolut. Ich habe da zwar schon mein Maul aufgemacht, also ich habe da schon gesagt, so ungefähr, hey, das will ich nicht und so. Aber trotzdem, also eigentlich, theoretisch hätte er da schon mehr verdient gehabt. Naja, egal. Naja. Genau, das war sehr unangenehm. Und dann, was war auch noch unangenehm? Ach ja, als ich mal in der Coverband eben war, wollten die irgendwie auch berühmt werden. Und die wollten im Schlagerbereich berühmt werden, aber nicht im Partyschlager, sondern so im klassischen Schlager. Und das war aber ohne, dass ich gefragt worden bin. Also die haben uns dann einfach bei einer Fernsehshow angemeldet. Also ich bin gar nicht gefragt worden, ob ich da auftreten will. Und mit einem Liedl, das der Sänger vor 10 Jahren gefühlt mit seiner Ex-Freundin aufgenommen hat. Und dann wollten die, dass ich meine Lippen zu der Sängerin ihrer Stimme quasi bewege im Fernsehen. Ja. Und ich habe gesagt, dass ich das nicht mache. Und dann haben 3 erwachsene Männer auf mich eingeredet und ich wurde als Kindergartenzicke bezeichnet, weil ich 16 war. What? Ja. Weil du nicht so da wolltest, als wärst du jemand anders im Fernsehen innen drin. Ja. Ja, Was weil ich meine zur Lippen Hölle, nicht bewegen echt? wollte zu irgendeiner anderen Stimme. Wie peinlich ist. Ich bin so froh, dass ich da für mich eingestanden bin und dass ich Ja. mich nicht überreden habe lassen. Ja. Ich weiß nicht, wie der Keyboarder dann zu mir gesagt hat, ja, aber er spielt ja da auch nicht live. Ich so, ja, das ist ja ein bisschen was anderes. Ja, Ja. ist so. Also echt wild. Und die haben dann, das ist das Brutale, das klingt jetzt sehr frauenfeindlich, wenn ich das aussprich, aber ihr wisst ja, ich bin nicht nur männerfeindlich, ich bin auch frauenfeindlich, ich bin ein Menschenfeind. Aber es war schon öfter so im Musikbusiness, dass ich mir gedacht habe, da findet ihr doch nie eine Frau, die das macht. Und die finden immer eine. Auch für Ja. die Rolle wurde eine gefunden. Es ist Leider. echt brutal, wo ich mir dann denke, wieso hast du das gemacht? Aber ja, das hat auch andere dann gemacht. Ich war dann komischerweise raus aus der Band. Die haben mir nämlich dann noch gedroht, ja, dass man dort dann Strafe zahlen muss, wenn man dann da nicht hinkommt und so. Und ich habe mir gedacht, ich habe überhaupt nichts unterschrieben, lasst mir mal scheiß Ruhe. Dann haben sie meine Eltern noch angerufen, die sollen mir jetzt sofort in eine Stadt fahren, die 2 Stunden von uns entfernt war, weil da der Dreh ist. Und meine Eltern haben halt dann auch gesagt, na, Hä? Krass. echt wild. Ah, dann so zu drohen. Hey, Ja. Was ist denn das? Ja, ich finde es halt auch vor allem so schlimm jetzt auch im Nachhinein, wenn ich mir auch so denke, wie ich halt jetzt 15- und 16-Jährige sehe, auch 18-Jährige sind für mich so Babys, die sind doch schützenswert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich eine 15-Jährige ernsthaft fertig mache wegen einem scheiß Besen oder ich weiß nicht, also Ja. so, oder dass ich dann so Mädels, die sich einen Arsch für mich aufreißen, dass ich denen dann am Ende einen 5er Trinkgeld gebe, wo mir als die Ja. große Gönnerin hinsteht, was ist denn mit denen? Ja. Schammer, da nehme ich echt Schammer. Ja, Wow. echt so. Ja. Und einmal hatte ich nur einen cholerischen Chef, ganz klassisch in der Wirtschaft. Ich habe ja auch nicht lange gearbeitet. Und ja, deswegen habe ich ein bisschen Angst davor, in Wirtschaften zu arbeiten, weil gefühlt ist immer der Koch cholerisch oder der Chef oder beide oder die Chefin. Und da hat einer, den ich auch noch kannt habe, das war mir dann noch peinlicher irgendwie in Kombi, die hat einen Tafelspitz bei mir bestellt und er hat das Wort aber verwendet, weil er wollte Suppen haben. Und ich habe nicht gewusst, dass man also ich habe Tafelspitz quasi nur als das Rentnergericht kannt, als dieses Suppenfleisch halt.
das mal jetzt so auf den Teller gekriegt und nicht als Suppe. Und dann habe ich dem mal als Vorspeise, weil ich es halt nicht kapiert habe, einen Tafelspitz eingetragen. Ach so. Und er wollte das halt gar nicht. Und dann habe ich gesagt, er hat das nicht bestellt. Und es war halt einfach ein Missverständnis. Ich habe es halt einfach nicht kapiert. Und dann war der Wirt natürlich auch wieder voll cholerisch und so ungefähr, ja, das muss ich jetzt essen. Keine Ahnung was. Und ich war damals halt auch 17, ich wollte da keinen Rentner-Tafelspitz essen. Und jetzt wisst ihr es bestellen wir ja sehr gern. Jetzt bestellst du da freiwillig. Ich stelle mir den ständig Gebirgs nicht, weil ich jetzt ein alter Mensch bin und es mag, wenn der Meerrettich, wenn der Krähen in meine Nase reinfährt. Aber ich hätte das auch nicht gewusst, dass man zu einer Suppe Tafelspitz sagt. Hä? Ja. Kenne ich auch nicht. Ja, aber dann wird man Okay. natürlich trotzdem dafür fertig gemacht, klar. Ja. Ja. Boah, das schaut gerade eine Erinnerung frei mir, Oh, wo Ja. ich in diesem Café gearbeitet habe. Da hat es zum Kaffee immer so ein kleines Wasser dazu gegeben. Ja. Und da habe ich halt auch einen Typen gefragt, ob er das Wasser noch trinkt. Und dann hat er gesagt, was? Nein, ich trinke doch nicht das, wo die Fische bumsen drin. Oh. Ich war da auch 15 und er war 50 oder so. Also, je. naja, so kann's. Okay, jetzt, das war sehr schön. Wir haben jetzt aber brutal viel geredet, Vreni und ich. Res, hast du nur einen unangenehmen Moment? Ich habe einen unangenehmen Moment, der sich über ein paar Wochen gezogen hat. Wie ihr wisst, habe ich während meinem Studium in einer Werbeagentur ein Praktikum gemacht. Das war auch das Pflichtpraktikum, das man da machen müssen hat. Ich glaube, 4 Monate war das oder so. Und ich war einem Kunden zugeteilt, der Fleischproduzent war. Zu der Zeit habe ich mit Fleisch genau gar nichts am Hut gehabt. Da war ich Vollblut-Veganerin. Da habe ich kein Fleisch, keine tierischen Produkte, gar nichts zu mir genommen. Das heißt, es war ein Traum für mich, mich die ganze Zeit damit zu beschäftigen, wie das Fleisch hergestellt wird. Ich habe da zum Tierwohl Studien lesen müssen und die dann so zusammenfassen, das natürlich möglichst positiv ausfällt für den Fleischproduzenten. Und was das Allerunangenehmste war, ich habe in den nächstgelegenen Supermarkt gehen müssen, verschiedene Arten Hackfleisch kaufen und das dann abbrauen müssen, bei uns in der Werbeagentur. Es war ein Großraumbüro mit einer offenen Küche und ich bin in der Küche gestanden und habe Hackfleisch abbrauen und habe mich in dem Moment gefragt, wo ich eigentlich falsch abgebogen bin. Aber warum hast du das machen müssen? Ja, also es war so, dass es nicht eine Person gegeben hat in dieser Agentur, die für mich zuständig war, sondern mehrere, die immer, wenn es irgendwas braucht haben, halt dann gesagt haben, das kann ja eine Praktikantin machen. Und der Typ, der mir die Aufgabe gegeben hat, der hat mir dauernd so obskure Sachen auftragen. Und er wollte halt einfach, dass ich das jetzt abrate und dann schaue, ob das qualitativ hochwertig ist oder nicht. Und dass ich das dann auch vergleiche, die verschiedenen Marken. Ja, war Okay. super. Ja, hast du das da probieren müssen? Nein, ich habe das nicht gegessen. Mhm. Ja, das war jetzt Wecker, ja. Gut. Aber das Schönste war, wir hatten ja damals auch schon einen Gruppenchat, das ist echt schon lange her eigentlich. Ja. Das Schönste war, dass wir dann irgendwann einfach ein Beutel von der Res gekriegt haben, wie sie ihr eigenes Gesicht in ein Hackfleisch eingefotoshoppt hat. Und das freut mich so sehr, das jetzt noch voll auf. Ja, aber ich bin eigentlich am stolzesten auf den Titel des Bildes, weil es war Hackfräse. Aber gut. Das unterschlagst du jetzt natürlich. Ich fände es fair, wenn wir das Pudel ins Video einblenden. Ja, oder in Story hauen. Ihr müsst mal schauen. Oder wir müssen in unserem Gruppenchat schauen. Verena hat einen kompletten Chat, die hat alles. Okay, sehr gut. Beunruhigend, aber auch gut. Ich liebe alles dran. Das war jetzt sehr, sehr aufschlussreich. Wieder was über euch gelernt. Dann, da ich jetzt noch ganz schnell zu unserer Kategorie, zu unserer beliebten Kategorie. Der Specker hat jetzt mal geschrieben, es ist seine Lieblingskategorie. Deswegen Grüße an die. Hier kommen für euch die 3 Besten, die 3 Schlimmsten. Die 3 Besten, die 3 Schlimmsten. Oh nein, leck mich fett in die Fressen geschissen. Und zwar hätte ich heute eigentlich gern ein Job-Ranking gehabt von den Sachen, die ihr jemals gemacht habt. Aber Theresa hat gesagt, sie kann keine 3 Besten nennen. Es waren alles die Schlimmsten quasi. Und deswegen, da die jetzt gern von euch wissen, was waren denn die Jobs, die ihr alternativ machen würdet? Also
wenn ihr jetzt quasi das, was ihr aktuell arbeitet, nicht mehr arbeiten könnt und wenn ihr auch nicht auf unserem Studium der Medien- und Kommunikationswissenschaft aufbauen könnt, sondern ihr müsst jetzt wirklich umschulen. Was wären dann die 3 besten versus die 3 schlimmsten Jobs für euch? Also Hauptberufe meine ich jetzt natürlich. Res, was war das bei dir? Ich fange mit den 3 besten an. Wir haben das ja schon mal besprochen und ihr wisst es auch, ich liebe telefonieren, deswegen ist auf Platz 3 in einem Callcenter arbeiten. Ich rufe euch alle an, ist mir total wurscht, egal egal worum es geht. Ich darf das so lieben, wenn ich so ein Protokoll vor mir hätte und die verschiedenen Fragen dann durcharbeiten kann und wenn die Frage mit Ja beantworten, dann drücke ich da und dann komme ich zur nächsten. Ich liebe es, ich rufe euch an, ist gar kein Ding. Dann ich mache. Ich glaube, das ist auf meiner Hassliste, glaube ich. Ja. Auf Platz 2 haben wir in der letzten Folge erst besprochen, war in einer Tankstelle zum Arbeiten. Das will ich schon ganz lang, das stelle ich mir schon ganz lang sehr, sehr toll vor. Vor allem die Nachtschichten, da von Drami brutal. Da einfach drin zum Stehen, es kommt keine Sau vorbei, weil es 3 in der Früh ist und ich stehe da und kann vielleicht ein bisschen Musik hören, ramm die Zigarettenschachteln, schön ein. Traumjob. Traumjob, sage ich. Ich würde es lieben, wenn du das nur nebenbei vielleicht mehr ausleben darfst. Das heißt, einfach weniger arbeiten in deiner Selbstständigkeit und einfach mal in der Tankstelle anfangen, weil dann da die ja nur noch da tanken. Oh, das war sehr schön. Du möchtest ja bloß, dass ich dir als Tankwart einstelle, sei nicht so. Jetzt sagst du es doch nicht so offensichtlich. Sorry. Und auf Platz 1, irgendwie haben wir alles schon angesprochen, aber das hast du heute schon eingebracht, aber auf Platz 1 war tatsächlich Lehrerin. Das war nach der Schule schon immer so ein Hintergedanke, wenn es mit dem Studium nicht klappt, vielleicht kann die doch Lehramt machen. Und ich glaube, dass man das, also ich glaube, es ist 50-50. Entweder ich hat brutal gemobbt werden von meinen Schülern und war jeden Tag komplett fertig mit den Nerven, oder es war wunderschön und darf mich total erfüllen und ich war einfach nur glücklich und zufrieden. Ich glaube, die dann die lieben, bin ich mir sicher. Aber Herz auf, Mindestens. sonst fange ich wirklich nur mal an zum Studieren. Das darfst du mir nicht sagen. Oh nein, bitte nicht. dann lieber nicht. Dann vergiss wieder. Kommen wir zu meinen 3 schlimmsten Jobvorstellungen. Auf Platz 3. Aufgrund meiner Höhenangst kann ich niemals, auch wenn ich mir sehr cool vorstelle, als Stewardess und Pilotin arbeiten. Ja, ihr habt es richtig gehört, es scheitert nicht nur an der Größe bei der Stewardess. Ich kann nicht jeden Tag in einem Flugzeug sein. Und ich kann schon gar nicht vorne im Cockpit sitzen, sehen, wie weit oben wir sind. Dann darf mir klar werden, dass ich gerade die Verantwortung für so und so viele Menschenleben habe. Na, geht nicht. Ich darf wahrscheinlich einfach zusammenklappen in diesem Cockpit drin. Kann ich nicht. Auf Platz 2 ist bei mir, ich weiß gar nicht, wie man das tatsächlich richtig nennt, aber Politesse. Also die Knöllchenschreiber. Ja, genau. Ich weiß nicht, wie da die offizielle Bezeichnung ist. Ich habe Angst, dass Politesse so ist wie Friseuse, also dass das so ein bisschen abwertend ist. Ja, also ja, es ist auf jeden Fall nicht die gute Uniformart. Ja, so, die macht nichts für die. Na, die lässt mich völlig kalt. Ich habe nämlich da vorgestern erst 3 rumlaufen sehen, da habe ich mir gedacht, na, das wirkt bei euch leider nicht. Ich glaube, ich darf auch sehr schlecht in dieser Uniform ausschauen, aber das ist nicht der einzige Grund, warum ich das nicht machen möchte. Ich glaube auch, dass es mir einfach keinen Spaß machen darf und dass ich diesen Job auch nicht sehr lang hätte, weil ich darf mir bei jedem Auto denken, ja, passt schon, dann bleibst du da mal schnell im Halteverbot stehen und dann beim nächsten halt, ja, ist nicht so schlimm, bist zwar schon eine halbe Stunde drüber und dann darf sie mich halt rausschmeißen, also. Ja, oder du darfst dann deine Putzle-Persönlichkeit ausleben oder Schon wieder ein Falschparker. Das kann da sein. Ja. Wer weiß. Ich glaube, es darf auf jeden Fall nicht gut ausgehen. Und auf Platz 1 der Berufe, in denen ich mich überhaupt nicht sehe, ist Metzgerin. Die Hackfleischphase. Die Hackfleischphase während meinem Praktikum hat mich sehr verwirrt. Es ging einfach nicht. Das sehe ich mich nicht. Tut mir leid. Ich bin raus. Verstehe. Ja, nachvollziehbar alles. Aber Vreni, was waren denn deine alternativen Jobs, wenn du jetzt umschulen müsstest?
Ja, ich fange auch an mit den 3 besten Alternativjobs für mich. Auf Platz 3 der besten Alternativjobs für mich wäre Psychotherapeutin. Ich finde Psychologie sau interessant, beschäftige mich auch gerne in meiner Freizeit damit und kann mir auch vorstellen, dass ich das vielleicht machen darf. Krass, hast du uns noch nie erzählt. Ja, echt. Und auf Platz 2 der besten Alternativberufe für mich wäre Pferdewirtin oder irgendwie sowas, Management auf irgendeinem Hof oder so, ein bisschen misten, ein bisschen viertern, ein bisschen Zaun machen, einmal eine Runden Gülle fahren. Ich war am Start. Das höhere Gülle-Management. Genau. Sie ist ja eine Mistmanagerin. Ja, da die nette Abwechslung finden, einfach mal eine Runden Gülle fahren. Genau, und mein allerliebster Alternativjob wäre, ihr wisst es Schreinerin. Ja. Ja, stimmt. Schreinermeisterin Eder bin ich ja gelegentlich Das in meiner lieben wir. Freizeit. Ja. Ja, ich habe jetzt auch am Wochenende wieder ein altes Kastel gefunden, wo ich mir gedacht habe, das werde ich Ja. schleifen und anstreichen. Fragt mich nicht wann, aber ich werde es da. Schön. Danke mir zu den 3 schlimmsten Alternativjobs für mich. Auf Platz 3 war irgendwas im Vertrieb oder irgendwas mit Kundenakquise oder so. Wo man irgendwo hinfährt, aussteigt, die Leute die Hand gibt und sagt, grüß Gott, ich bin der von da und wir haben dieses tolle Produkt, möchten Sie? Das regt mich so auf. Ich wohne ja neben dem Hof von meinem Bruder. Und es passiert gelegentlich, dass da irgendwelche Vertreter auf den Hof fahren, die ihm irgendwas verkaufen wollen. Und wenn ich da gerade zufällig mein Aschekiwi am Mülltonnen austrage und da fährt ein Auto rein und der steigt aus mit Hämert und geht schon auf mich zu und dann denke ich mir schon wieder, oh nein. Ich hätte folgendes Produkt für Ihr Mistmanagement. Ich hab Homeoffice, ich hab meinen Schlafanzug noch an, lass mich in Ruhe, ich wollte einfach nur eine Feier machen. Ja. Da muss ich mir sagen, Verstehe. nein, bin ich nicht. Nein, ich gehöre da nicht dazu. Ich sage jetzt schon immer, nein, ich bin bloß Mieterin, keine Ahnung. Geht mir nicht Echt? aus. Wie geil. Ja, sage ich nicht mehr, dass das mein Bruder ist. Na. Dann auf Platz 2 der schlimmsten Alternativberufe für mich wäre Anwältin, Notarin oder was in der Steuerkanzlei. Ich bewundere die Menschen sehr, die das machen. Das sind richtige Superhirne. Ich kann es nicht. Kann es einfach nicht. Ja, Zu viele Akten, zu viele Gesetze im Kopf innen drin. Puh, Verstehe. da racht's schon, wenn ich dran denke. Und was der allerschlimmste Alternativjob für mich wäre Straßenbauerin. Auch das, ich finde das so krass, wie diese Leute Sommer wie Winter bei extremsten Temperaturen, bei extremsten Dreckswetter oder wenn es bockheiß ist, auf irgendeiner Autobahn stehen und dort hören oder so. Also mein höchsten Respekt an Menschen, die das machen, kannte ich auf gar keinen Fall. Ja. Verstehe. wobei mich sehr gefreut hat, wenn du irgendwo da was zementieren darfst, oben ohne. da die einmal das Fenster runter Kannst du mir umpfeifen? pfeifen. Naja, Anja, was sind denn deine 3 besten und schlimmsten Alternativjobs? Mir ist tatsächlich total viel eingefallen. Euch nicht, auch? Also bei beiden Sachen ist mir richtig viel eingefallen. Ich habe bei Sachen, die ich machen darf, ist mir viel eingefallen. Bei einer, die ich nicht machen darf, gar nicht so viel. Ja. Aber gut, wenn man länger drüber nachdenkt. Bei mir war es auch so, dass man bei den Sachen, die ich machen, die ich einfach gern einmal ausprobieren darf, ist mir viel eingefallen. Ja, verstehe. Das finde ich aber irgendwie schön, das gibt nur so ein bisschen Lebensmut. weil man sich dann auch noch vorstellen kann, dass man auch noch Zukünfte, ja, so, du sollst was mit Deutsch machen. Genau. Anja. Du sollst einen Podcast haben. Naja, eloquent ausdrücken kann sie sich ja. So nämlich. Und auch, du solltest die ganze Zeit mit Video hier filmen, weil du guckst die ganze Zeit da wie ein Höhlenmensch. Ich muss mich echt konzentrieren, dass ich mich nicht so hier, okay, sagt das jetzt im Video. Für alle, die es im Video gerade sehen. Oh, so, jetzt hier. Sitzt diese Frau wieder elegant. Ach ja, übrigens, ihr kennt bei Spotify,
das Video anschauen. Und wenn ihr Angst habt um euer Datenvolumen, dann könnt ihr da auf zum Audio gehen und dann ist ganz normal wieder der Audio-Podcast. Und ja, wollte einfach mal einen Service-Tipp hier noch durchgeben. Nicht, dass da ein Sehr paar gut. Angst haben. Genau. Aber jetzt kommen wir zu meine 3 besten Alternativberufe, wenn ich jetzt umschulen müsste. Und zwar auf Platz 3 meiner Alternativjobs für mich privat persönlich war das Unternehmerin. Also ich darf dann quasi ein Produkt vertreiben und ich habe auch 2 Sachen im Kopf, aber die verrate ich jetzt natürlich nicht, damit das nicht geklaut wird. Klar. Aber da sehe ich mich, dass ich quasi sowas weltweit dann natürlich auch vertreibe. Vielleicht gibt es schon, meine Produkte, kann sein, aber trotzdem sagt wegen meinem Marketing natürlich jeder, naja, muss das von der Anja, muss das holen. Klar. Dann, da sehe ich mich sehr drin. Auf Platz 2 meiner Alternativberufe war das Freizeitparktesterin. Ich weiß nicht, ob das existiert. Hat natürlich auch ein bisschen was mit unserem Studium zu tun, aber ich weiß nicht, ob es ganz Zeit, weil da darf man ja wahrscheinlich auch wieder irgendwie dazu einen Blog dran oder was schreiben. Aber das war auf jeden Fall ein richtiger Traum von mir, dass ich so weltweit alle Freizeitparks besuche und der Achterbahn fahren und dann da genaue Berichte drüber schreibe. Das war super. Also falls da jemand sucht, ich glaube, dass viele unserer Wellensittiche genau so jemanden suchen dann. Bin mir sicher. Lasst es mich wissen. Dann auf Platz 1 meiner Traumalternativberufe, wenn es jetzt nicht mehr klappen darf, war das. Brauche ich wahrscheinlich sehr viel Geld, aber ich hätte voll gern in Südafrika zum Beispiel so ein riesen Wildtier, sagt man da Reservat? Ja. Ja, also so ein Wildlife Sanctuary. Also da, wo halt einfach alle Löwen, die in freier Natur nicht leben können, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, ob die generell in Südafrika in freier Natur da noch leben. Wahrscheinlich eh nicht. Aber es gibt ja da auch noch Nachbarländer, keine Ahnung was. Ich darf auf jeden Fall alle Viecher einfach aufnehmen. Alle. Also von die Ziegen, die ich dann auf Dress abbricht. Falsch. Da haben wir schon drüber geredet, dass ich Ziegen hätte, dass das meine Exit-Strategy ist, dass ich einen Bauernhof mit Ziegen habe. Und sie werden, wenn ich Anja sage, werden die lossprinten. Händel nach vorn und Vollgas. Ja, aber ich möchte mich doch wehren können. Ich möchte auch ein paar Ziegen haben, die auf meiner Seite kämpfen. Ist erlaubt, ist erlaubt. Ja, über Löwen und Giraffen und so, das da die richtig, richtig gut finden. Das ist voll der Traum von mir. Aber ja. Ich glaube, es wäre da brutal teuer, was vor allem also Fleischkosten und so angeht und wahrscheinlich auch brutal kreislig. Da werde ich mich mehrfach übergeben, wahrscheinlich, wenn ich dort die Brotzeit herrichte für den Löwen. Aber mei, das nichts machen. Aber das Gute ist, du hast schon eine Mistmanagerin, da kann der Verena dann auch helfen, wenn es so richtig Ausscheidungen Eben. von den Tieren geht. Ja. Ich hätte nur Angst, dass der Löwe dann die Ziege frisst. Ja, ich weiß auch nicht, wie Löwen drauf sind. Die sind ja nicht zusammen. Vielleicht sind die ja nur mal getrennt. Also alle haben schon in meiner Vorstellung brutal viel Platz, aber ich weiß jetzt nicht, ob es so Safari-mäßig ist, dass ein Jung dürfen war schon gerecht gehen. Aber da können die Ziegen ja auch nichts dafür. Es ist schwierig. Ihr merkt es schon, ich muss das noch ein bisschen durchdenken, das Konzept. Genau, das machst. Dafür habe ich ja mein Mistmanagement an meiner Seite. Wenn der Businessplan steht, also da können wir uns gerne mal beraten, dann stellen wir ihn einfach mal vor. Ja, ich wollte eigentlich nur anmerken, dass die Löwen wahrscheinlich auch gesättigt sind von dem Fleisch, das ich zubereite. Und ich weiß ja nicht, wie Löwen so drauf sind, aber ich stelle es mir jetzt vor, dass die wie Hund sind und dann auch meine Katze lieben gern mitfressen. Ja, Daher, denen geht's gut. glaube ich nicht. Aber ja. Naja, das sagst du jetzt. Dann auf Platz 3 der schlimmsten Alternativjobs für mich privat persönlich, wo ich einfach gar nicht reinpassen darf, war Köchin. Es ist oft so, dass ich mir daheim was koche und mir denke, schaut, dass ich gekocht habe. Also ich koche schon manchmal okay, bis gut, aber es war jetzt noch nie sowas, wo ich mir gedacht habe, also sowas Gutes habe ich jetzt selten gegessen. Ja, Schade. darf mir auch nicht gefallen, macht mir auch keinen Spaß. Ich backe gern, aber das war's auch. Also, na. Dann auf Platz 2 der schlimmsten Alternativberufe für mich
war halt natürlich auch irgendwas wie Buchhaltung oder so. Also irgendwas, wo man sehr organisiert sein muss. Kann ich nicht. Shoutout an meine Buchhaltung. Seid die Besten. Und auf Platz 1 der unpassendsten Berufe für mich privat persönlich ist alles, was mit Medizin zum Tor hat. Also Arzthelferin, Ärztin. Da waren wir wieder beim Thema Übergeben. Ich schaff's nicht. Ich habe leider, ich liebe euch alle, aber ich habe leider eine komplette Freundesgruppe, die nur aus Arzthelferinnen besteht. Sie arbeiten Gott sei Dank jetzt teilweise schon was anderes. Aber sie haben alle diese Ausbildung gemacht und es ging sehr viele Jahre regelmäßig darum. Und einmal saß ich am Steier und dann haben sie wirklich drüber geredet, wie irgendein Ort da oder so aufplatzt und dann den Arzt trifft. Dann habe ich gesagt, Freunde, wir müssen jetzt das Thema wechseln, sonst baue ich einen Unfall, ich werde ohnmächtig. Ich kann mir diese Geschichten nicht anhören, da geht es mir richtig, richtig schlecht dabei und deswegen glaube ich, kann das auch sehr schlecht ausüben, solche Berufe. Leider, sind sehr ehrenwert. Das zudem. Specke hat gesagt, er kann immer sehr unsere Antworten nachvollziehen. Kennt ihr das auch? Was ist bei euch? Schreibt es doch ihr mal drunter. Specke, was ist bei dir? Interessiert uns natürlich. Der Specke, der war ja auch schon mal Wellensittich der Woche. Und jetzt sind wir natürlich sehr aufgeregt, wer es diese Woche wird. Denn hier kommt für euch der Wellensittich der Woche. Piep, piep, piep. Ach, leg mir doch an meiner Kloake. Liebe Wellensittiche, ihr wisst's ja, es gibt eine Liste mit potenziellen Wellensittichen der Woche. Da stehen ja ganz viele Namen drauf. Da steht drauf, was die alle machen. Wir stalken euch mit unseren Augen im Internet innen drin. Und da wird alles vermerkt auf dieser Liste, was ihr so angestellt habt. Und dann wird ausgewählt, wer der Wellensittich der Woche wird. Und zwar steigert ihr eure Chancen, wenn ihr uns Privatnachrichten schickt, wenn ihr insbesondere unsere Videos kommentiert und liked auf TikTok, auf YouTube und auf Instagram. Wellensittich Stammtisch heißen wir da überall. Wer hätte es gedacht? Also bitte, dern's fleißig kommentieren. Das hilft uns auch sehr weiter. Und was natürlich auch immer sehr hilfreich ist, wenn ihr uns 5-Sterne-Bewertungen gebt auf Spotify und auf Apple Podcasts, auch immer schön. Gern auch Kommentare schreiben auf Spotify oder Apple Podcasts. Mir stellen so viele Fragen während die Folgen, also einfach einmal antworten. Das ist eigentlich einmal ganz lustig. Wir das reden zu lesen, hier auch mit während ihr euch. hört. Also Entschuldigung. Genau. Das ist ein Mitmachformat, versteht ihr das? Also ihr müsst schon auch, wir machen hier die Gaudi, aber ihr müsst schon auch reagieren, sonst macht das keinen Spaß. Deswegen. Ja. Das ist unsere Heroin in Wortform. Wir sind sehr, sehr aufgeregt, wenn da ein Kommentar kommt auf Spotify oder so. Wir schicken uns den immer in Gruppen, immer. Also, Da wird ein Screenshot gemacht Ja. und dann wird das weitergeleitet in die Gruppe. Ja. und dann sagen wir, Mai, wie cool. Mei süß. Ja, wer wäre jetzt diese Woche Wellensittich der Woche? Wer steht auf der Liste und hat es jetzt nach ganz oben geschafft, denkt ihr euch? Seid ihr aufgeregt? Seid ihr aufgeregt? Trommelwirbel. Ja. Wer ist Wellensittich der Woche? Es ist, ich hoffe, ich spreche den Namen nicht peinlich aus, der Real Draco Media. Dieser Wellensittich ist sie absolut nicht zu fein dafür, jedes YouTube-Video zu kommentieren. Jedes einzelne YouTube-Video im Internet innen drin. Danke. Vielen herzlichen Dank für deinen Support. Schick uns gerne auf Insta oder TikTok eine Nachricht mit deiner Adresse, dann kriegst du das Wellensittich der Woche Briefwahl zugeschickt. Wenn du auf diesen Plattformen nicht bist, dann lass uns einen YouTube-Kommentar da, dann finden wir eine andere Möglichkeit, wie wir uns connecten können. Auf jeden Fall vielen herzlichen Dank für deinen Support und schön, dass du jede Folge dabei bist. Dankeschön. Und wenn ihr das nächste Mal Wellensittich der Woche werden wollt, ihr habt die reizende Dame vorher ja gehört, was ihr dafür da kennt. Und wir freuen uns auf jeden Fall über jeglichen Support. Danke. Vielen herzlichen Dank.
Freunde, es war wieder mal ein Fest mit euch. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Danke fürs Zuhören, danke für alle eure Kommentare und auch jegliche andere Interaktion mit uns. Ihr hört uns nächsten Donnerstag wieder in euren Ohren innen drin. Und falls ihr morgen noch nichts vorhabt, kommt nach Passau in Zauberberg. Da sind wir 3 reizenden Wellensittiche beim Los Brutalos Konzert anzutreffen. Ich sag's nur. Und ansonsten bleibt mir nicht viel zu sagen, außer Servus. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Für euch. Wir sind der Stammtisch. Und jetzt jeden Donnerstag. Also sowas hörst du nicht. Voll Teufel, schalt aus das Klump jetzt.